Wie schön ist so ein Spaziergang morgens am Gewässer entlang. Auch wenn es bloß die Eier in Balingen ist, das schöne kleine Flüssle. Wobei, ich wäre jetzt zwar auch lieber irgendwo am Meer, der dem Strand entlang laufe. Und immer so, wenn ich am Strand entlang laufe, dann träume ich davon, dass ich einen Schatz finde, irgendein wertvolles Treibgut. Und am liebsten wäre mir da Walkotze. Nein, mein Ernst, Walkotze. Weil Walkotze ist was ganz Wertvolles. Da haben wir früher Parfüm davor hergestellt. Macht man halt auch noch, aber nur noch die teurere Parfüm. Und das nennt sich in der Fachsprache Amber. Also mit Amber wird die Walkotze beschrieben, das Parfüm, gell. Und so Parfüm. So Parfüm ist ja eigentlich ein Mittel zum Zweck bei der Partnersuche und bei der Vorbereitung zur menschlichen Paarung. Und manche Parfüm, die erledigen ihre Aufgabe so gut, dass die parfümtragende Frau dann noch Kinder am laufenden Band gebären. Also ich als Schwab denke da oft, da hätte sich's auch lohnen, eine Nabelschnur mehrmals zu benutzen. Aber das müssen die Mütter ja selber wissen. Und man muss sagen, die Walkotze kann also dazu beitragen, das Überleben der Menschheit zu sichern, wenn man es genau nimmt. Ne? Ohne Walkotze kein Parfüm, ohne Parfüm keine Fortpflanzung und so weiter. Also, wenn wir das Ding dann herumdrehen, muss man doch sagen, umso wichtiger ist es deshalb, die Wale zu retten. Okay, aber jetzt schweife ich ab. Kommen wir wieder zurück zu der menschlichen Paarung. So, jetzt ist die Paarung gelungen und wenn die Frau jetzt noch Glück hat, dann wird sie sogar von ihrem Partner geheiratet. Das soll sie aber selber in die Wege leiten, spätestens am ersten oder zweiten Kind, weil sonst verlieren die meisten Männer das Interesse an ihr. Außer die Frau hat daheim einen großen Flatscreen-Fernseher im Wohnzimmer standen und wohnt direkt über dem Getränkemarkt. Weil das ist auch ein ausschlaggebendes Argument für viele Männer. Aber so eine Hochzeit ist ja auch immer ein finanzielles Wagnis. Bis dass der Tod euch scheidet, hat der Pfarrer auch auf meiner Hochzeit gesagt. Ich hätte aber damals schon skeptisch werden sollen, als meine Frau im schwarzen Kleid erschienen ist. Ja gut, aber ich lebe ja noch und die Hochzeit ist ja erst 2 Wochen her. Egal. Aber mit Farbe hat es meine Frau ja eh so. Das ist der gar nicht so wichtig. Deshalb trägt sie auch oft die bunteste BHs, die sogar die Vögel in unserem Garten anlocken, wenn sie draußen aufhängen hat auf der Wäschespinne. Neulich haben sich da sogar Spatzen drin eingenistet. Wie süß, im BH meiner Frau, der auf der Wäscheleine hängt, haben sich Spatzen eingenistet. Eine letzte meinem Nachbar erzählt, dem Fritz. Da sagt der Fritz zu mir, na und? Ganz läppisch. Ja, im BH meiner Frau, da nistet Storch. Der Fritz, bei ihm muss immer alles kreiser und besser sein. Und weil bei ihm immer alles kreiser sein muss, hat er nur ein altes Handy. So als Ding, so als Klombo aus der 90er. Also Handy kann mir ja da schwer dazu sagen, hätte eher sagen, ein Mobilfunktelefon. Und das Ding ist so kraus, dass man ein Auto dazu braucht, um das einzubauen, beziehungsweise um den Akku unterzubringen. Ja? Weil früher haben wir zu dem Ding Autotelefon gesagt. Weil eine Autobatterie ist mindestens ein Akku, was das Ding braucht. Gell? Ja, aber so im Großen und Ganzen ist der Fritz ein ganz lustiger. Also er hat einen sehr, sehr trockenen Humor. Und dieser trockene Humor, der wirkt sich irgendwie auf sein Blut aus, weil kürzlich war er mal auf einer Blutspende und anscheinend haben sie aus seiner Vene nur roter Staub rausgezogen. Und dann haben sie zu ihm gesagt, sie brauchen gar nicht mehr wiederkommen, wenn sie Mai trinken. Also gut, seither trinkt der Fritz jetzt deutlich mehr. Und zwar viel Bier und Most. Aber vor allem Kaffee. Und zwar so viel Kaffee, dass sein Blut eigentlich pechschwarz sein misst. Und gut, gestern waren wir wieder mit der Blutspende. Und anscheinend war dann so viel Koffein in seinem Blut, dass die anderen Leute mit Kaffeetasse bei ihm angestanden sind und nach Kuchen gefragt haben. Ja, vielleicht hat er aber so einen Witz gemacht. Das weiß man beim Fritz jetzt immer gleich. Das ist nicht so einfach bei dem, ob er was ernst meint oder nicht. Vor ein paar Monaten zum Beispiel, da haben die bei mir im Bad so ein kleines Silberfischle gefangen. Und das, obwohl ich ja gar keinen Angelschein habe. Okay, dann sagt der Fritz doch zu mir, dass ich Fischwilderei begangen hätte. Boah, hey, das muss aber echt mal kurz anders werden, dann hab ich Schiss gekriegt. Ja gut, danach hat er mir aufgeklärt und hat gesagt, ja okay, wenn ich so ein Silberfischle in meinem eigenen Bad fange, in meine eigenen verwenden, dann brauche ich auch keinen Angelschein. Boah, dann war ich aber erleichtert, aber immer es wär nur schöner, gell? Weil, wie hätte dann in Zukunft meine Rollmaps aus dem Glas rausgebracht ohne Angelschein? Boah, gut. Aber übrigens, da hätte jetzt auch noch einen Tipp für die Aquarianer zum Thema Rollmaps. Im Gegensatz zur normalen Aquariumfisch dürft ihr bei der Rollmaps auf gar keinen Fall das Wasser wechseln. Wenn er hebe die entlang. Und wenn ihr das befolgt, dann schmeckt die auch noch Wochen und Monate noch. Gut,
Dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.